Bum. Zurück zur Villa. Ich mag etwas unaufgeräumt erscheinen, aber ich kann es nicht. Also schaut aus, geh wie in einem Horrorfilm. Er kann ruhig mal ein bisschen blieren. Jetzt Hause, warte mal, wo möchte ich denn hin? Mario, wo steht noch? Und hier ist er, Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn Es lebe der Ezio, der Metzger. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Typisch. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio, geh mit mir. Ja, Onkel? Eine Planänderung. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der Rodrigo? mächtigsten Männer Europas Der Nächste. und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut, genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Den Brief lesen. Signor Pazzi, ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. So viel dazu. Na, pass auf. Wo ist denn hier nice? Die Karten? Was hat denn da auf sich? Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair.
Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist es? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Alter hier, du die Lump. Pass auf, da kann ich auf jeden Fall diese Codex-Seiten platzieren, gell? Der Kartenordner. Wo sagt er? Den Außenpunkt erreichen? Wo ist jemand? Das ist noch. Da arbeitet jemand vorausgehen. Ezio, ruf auf, du. Bei der interagieren. Er lässt da mit die Blicke kreisen. Zum zweiten Mal. Und da drunten sagt er eine Seite oder was? Die Seite zu meinen Füßen. 0 von 4. Also ohne Hobby. Nummer 2, wo ist die? Drunter oder drum? B50? Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könnt. Du geh heute mal, du. Unverschämte Arme. Ja, da ist. So, Nummer 2. Ja, das ist ja. Taschen geht. Aber die anderen zwei. Was ist das da schön? Eine Jupiter-Statuette. Echt für mich platziert. Das ist nur nicht schön. Minerva-Statuette. Aber, mein zwei Codex-Seiten. Wo hat die versteckt? Achtung, Seite voraus. Wir haben nur eine Feder. Die Torte von 100. Alter, das ist mal richtig. Also 3 Hobby. Pepperrote die 4. Die Frage, wo kann denn sein? Mit da rum?
Ist das nicht verboten? Naja. Was ist da nicht mein verboten? Problem. Du willst nicht auf da. Bleib weg von mir, bitte. Rot davor. Bleib weg von mir. Da zockt er meine Feder an. Wie sind die Figuren, die ich eingesammelt habe? Statuetten, aha. Neptun und Pluto. Morgen fährt behaupten, ich kenne nur eine. Platzieren, sag das. Und dann passiert 2000, aha. Etwas Reichtum. Hey, ich wollte Ritter Specialwaffen oder so. Der Weg kriegt gerade ein bisschen Taschengeld. Die verdammte 4. Seite, wo ist die? Bei der rennen wir mitten durch. Jetzt haben wir schon, na, sagt ihr was? Moment, eine Statue. Ich rolle mal. Die Diana-Statuette. Alter, wie dreimal systematisch eine Runden noch. Irgendwo blinkt das Ding schon auf, oder? Hätte ich gesagt. Das war ein Taschengeld. Hört ihr nicht die Statue? Die Venus-Statuette. Chefin, Problem oder was? Dio del Cielo. Was hat er vor? Vielleicht findet diese depperte Seite nicht. Wo soll die sein? Jetzt rennen wir mitten durch. Codex-Seite? Nein. Scheiße, Mann, ich finde die Seite nicht. Ich glaube, das hat bei nicht mehr schon ein bisschen gedauert. Was sagt er? Schalten Sie die Karte im Ubisoft Club frei. Warum? So sind wir die Karten. Ist die da drin oder da draußen, ha? Doch du dazu.
Da haben wir wieder Moneten. Peter, geh mir doch. Wäre ein guter Plan, da draußen rumzureiten? Oder ist es ja unlogisch? Wenn man 3 Stück drin hat. Da kann die vierte wohl kaum mehr raus sein, oder? Moment. Pferde sind da drin nicht erlaubt. Ah, beeindruckend, wenn auch gewagt. Aha, nicht das. Die Apollo-Statue. Ich befürchte, bevor ich die Horten hab, habe ich die Statue gefunden. Jetzt rennen wir um die Mauer rundum. Vielleicht auch der Durchwurf. Und, wo spricht er? Nix, gell? Keine Karte weit und breit. Der Brundo, ha? Wie normal? So mit die Statuen. Wo nicht passt. Was passt da? Da passen zwei, praktisch. Das heißt, gut ist für mich. Wieder 2000, passt. Ja, dann fällen wir noch. Eine Statue drüben, oder? Oder zwei? Aber die Deppe, die Karten. Gibt es irgendeinen Hinweis dafür? Mit dem Auge des Adlers liegt da nicht mehr. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Oh Gott, ich finde die Karten nicht. Haben Sie eine Feder drum? Ist das nicht verboten? Oder? Die befindet sich tatsächlich da draußen. Bertal bei Fuß. Wer rettet da unten? Ja, da rette mal im Kreis rum. Hi, hi!
Wobei das wieder ist, tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Die 4. Seiten, jawohl. Erhöht meine Gesundheit. Aha. Bertal, wir retten zurück. Andiamo! Und jetzt stattet der Claudia den Besuch ab. Aha. Claudia, Baby, ich komm jetzt. Im schnellsten Schweinegalopp aller Zeiten. Und die Statuen? Na gut, vielleicht stoppe ich den mit drüber. Dann nehme ich mit. Claudia, wie schaut denn aus? Was sollten wir sorgen? Pass auf, die hängt da rum und schreibt ihre Biografie. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Capito und Caputo. Pass auf. Renovierungen 0. Einnahmen für Truhe. Vollendung 1%. Das bedeutet, wir sollten da drunter ein bisschen renovieren, oder? Damit da was geht. Geld nehmen, haben wir was? 0.